Willkommen in Rachereich. Bitte vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren und dieses Video zu liken. Tack så mycket. Ich heiße Nina Baumann. Ich bin 24 und lebe in Zürich-Wipkingen in ihrer nüchternen 3-Zimmer-Wohnung, wo immer clean noch Waschmittel und Kaffee riecht. Am Morgen fahre ich mit 17er Tram in die Stadt, studiere Wirtschaft an der Uni Zürich und arbeite Teilzeit im Café unter dem Limmat Quai. Offiziell sind wir eine ganz normale mittelschickte Familie US Oerlikon, ohne grosse Dramen, ohne Skandal. Zumindest ist das die Geschichte, wo meine Eltern gern erzählen. Sobald das Thema Geld auftaucht, wird's leise Tisch. Mein Papi, Markus, redet plötzlich nur noch über das Klima oder die Politik. Meine Mutter, Irene, fängt wie von selbst Hand unserem Nichts eine Liste an schreiben und schiebt das Portemonnaie weiter in den Tisch rein. Sie sagen immer, wir müssen halt schauen, Nina, du weisst ja, das Leben in Zürich ist teuer. Ich glaube ihnen. Denn am Ende vom Monat ist das Konto wirklich oft knapp, und ich rechne im Kopf mit, wenn wir im Migros vor den Aktionen stehen. Was nicht so richtig in die Gicht passt. Mein Grossvater. Johann Keller. Er wohnt am Zürichberg in ihrer Villa, wo er nur von wissen, weil sie hinter Hecken und alte Bäume verschwindet. Er ist diskret immer gsi. Kein Zeitungsartikel, keine Fotos im Magazin, aber jede in der Familie weiss, dass er mehr Vermögen hat, als mehr sich vorstellen kann. Private Banking, Beteiligungen an unscheinbaren Industriefirmen, Immobilien in Zürich und Zug. Wenn er im Familienkreis erwähnt wird, schon das Wörtchen erfolgreich, aber auch schwierig. Zu mir ist er immer höflich gsi, aber nüchtern. Zum Geburtstag Handschlag, ein kurzes Lächeln, gecovert mit Gutschein fürs Bucherladen. Niemand hat jemals von richtig grosse Schenk- oder Unterstützgeräten. Also habe ich mir auch nichts derwo erhofft. Ich habe gemeint, ich müsste meine eigene Weg gehen, Stipendium, Job, klein verschobene Rechnungen. Es hat passt zu dem Bild von ihrer Familie, wo sich zusammenreist. Im Frühling stand ein unerwartetes Mail von meinem Onkel Stefan. Einladung zum Familienznacht bei den Grosseltern am Zürichberg. Pflichttermin, wie er schreibt. Allein der Ton macht mich nervös. Das letzte Mal, wo alle zusammen sind, war bei der Beerdigung von meiner Großmutter vor 3 Jahren. Seitdem sind die Treffen selten geworden. Am Abend vom Znacht sitze ich in Doktoresbahn, schaue aus dem Fenster auf den Limmat und überlege mir, was für Grund es schön hat. Meine Kolleginnen machen Witz. Vielleicht setzt er dich endlich ins Testament. Vielleicht will er dich in seine Firma holen. Ich lache halbherzig. Meine Familie schafft nicht in seinem Kosmos, wir sind die, wo am Rand stehen und höflich nicken, wenn der Grosseltern mit seinem Fahrer vorfahren. Wo ich beim Zürichberg aussteige, spüre ich das Wetter, schalt und klar. Die Villa strahlt warme Lichter aus, anders als meine nüchterne Wohnungsbeleuchtung. Vor der Tür steht der schwarze Tesla vom Anwalt von meinem Grossvater. Ich kenne den Namen, er ist schon mehrfach am Familientisch erwähnt worden, nüchtern distanziert. In der Diele riecht's noch Holz und alte Bücher. Meine Eltern sind schon da. Meine Mutter hat das Haar perfektiert, aber ihre Blick ist unruhig. Mein Papi drückt mir die Hand lang. Nina, benimm dich bitte, sag ihr leise. Irgendetwas ist anders heute. Im Esszimmer sitzt der Grossvater schon am Kopftisch im dunkelblauen Anzug, nüchtern wie immer. Neben ihm der Anwalt mit ihrer Mappe sauber verschlossen. Die ganze Familie setzt sich, Stühle schieben, Teller schlepfen, Kellner bringt Wein. Normalerweise würde meine Mutter versuchen, ein Gespräch locker zu halten. Heute schweigt sie. Der Grossvater räuspert sich noch im Vorspeis. Seine Stimme ist ruhig, aber härter als sonst. Nina. Ich habe etwas, wo du heute erfahrst müsst. Der Gabel bleibt mir in Doktorhand stehen. Alle Blicke sind plötzlich auf mir gerichtet. Der Anwalt klappt langsam seine Mappe auf. Kapitel endet hier.
Der Grossvater lehnt sich klein zurück, die Hände vor sich auf am Tisch. Seine Blick ist auf mich richtet. Nina, ich habe seit 5 Jahren jede Monat 15.000 Franken überwiesen. Seine Stimme ist ruhig, aber in Doktorluft wird's plötzlich schalt. Irgendwo klirrt das Glas, weil meine Schwester Lea den Wasserkrug fast loslässt. Ich schaue ihn an. Ich versuche zu lachen, wie jemand, wo einen schlechten Witz nicht ganz versteht. Excuse, was meinst? Ich spüre, wie meine Stimme zittert. Ich habe nie etwas bekommen, kein extra Konto, gar nichts. Der Anwalt sieht braune Mäppi US im Ledertasche. Er klappt sie auf, schiebt Bündel ausgerückte Kontoauszüge in meine Richtung. Grosse schwarze Zahlen, jede Monat der gleiche Betrag. Empfängerin Nina Baumann. Drüber die Adresse von unserem Familienhaus in Oerlikon. Meine Mutter verkramt das Gesicht. Das kann nicht stimmen, sagt sie schnell. Wir haben doch mit dir, Papa, abgemacht, dass der Betrag auf ein Familienkonto geht, damit wir ihre Zukunft planen können. Der Grossvater dreht den Kopf langsam zu ihr. Nein, Irene, wir haben abgemacht, dass der Geld auf ein Konto geht, wo auf Ninas Name lautet und dass sie ab ihrem 21. Geburtstag freien Zugriff hat. Meine Papi räuspert sich. Er ist blass geworden. Wir haben doch nur wollen, dass es ordentlich läuft, sage er. Du weißt doch, wie es ist, Hypothek, Studie von den Kind, die Preise, wir müssen koordinieren. Ich starr auf die Papiere. Auf am ersten Blatt steht eine Summe, wo mir schwindlig macht. 5 Jahre. Jede Monat 15.000. In meinem Namen. Wo ist das Geld, bringe ich nicht mehr als Flüsteri aus. Keiner antwortet grad. Der Anwalt klappt das nächste Register auf. Noch mehr Auszüge, noch mehr Überweises. Dann eine Tabelle ausgerechnet übersichtlich. Ganz zum Schluss ein Blatt mit arowartigen Pfeil. Vom Konto Nina Baumann. Fs Gemeinschaftskonto Markus und Irene Baumann. Teilweise weiter an Konto auf den Namen von Lea. Die Hitze steigt mir in den Schopf. Meine Schwester drückt das Gabel so fest, dass ihre Knöchel weiss werden. Das ist nicht so gemeint gsi, stößt sie heraus. Ich ha nicht wüsst, wirklich nicht. Der Grossvater schwiegt lang. Nur die Uhr an Doktorwand tickt. Dann sage er leise. Ich ha euch vertraut, Markus, Irene. Ihr habt gesagt, Nina soll sich auf ein Studie konzentrieren, nicht schaffen müssen, ich ha das akzeptiert. Aber wenn ich schaue, wie sie noch immer im Café schafft und jede Franken zählt, frage ich mich, was genau ihr unter Zukunft versteht. Meine Mutter verklemmt die Lippe. Mir haben Sorge gehabt, dass sie mit so viel Geld nicht umgehen kann. Sie lügt mich kurz an, als ich sie Bestätigung. Wir wollen, dass sie nicht verführbar wird, nicht einfach aufgehört zum Studieren. Es schnürt mir Doktorhals zu. Die haben mir nicht einmal gesagt, dass es überhaupt existiert. Die Worte kommen heraus, bevor ich sie kontrolliere schaue. Ich habe Schichtschobi die Miete zu zahlen und ihr Hand verwaltet. Es wird noch ruhiger im Raum. Die Wein im Glas glitzert, aber niemand rührt ihn an. Der Grossvater hebt die Hand. Gut, es bringt nichts, wenn wir uns heute Abend alles entgleitet. Ich habe den Anwalt da, weil ich Klarheit habe. Ab heute wird kein Franken mehr ohne Ninas ausdrückliche Zustimmung bewegt. Und morgen am Vormittag willst du, Nina, bitte zu mir in die Stadt schon. In mein Büro beim Paradeplatz. Ohne deine Ältere. Alle lügen auf. Meine Papi will etwas sagen, aber der Grossvater schneidet ihn mit einem nüchternen Blick ab. Das ist keine Bitte, Markus. Das ist mein Entscheid. Ich spüre, wie sich das Loch unter mir auftut. Es geht nicht mehr nur um Geld. Es geht darum, dass etwas Fundamentales in dieser Familie verrutscht ist. Wo mir später in meinem Zimmer bei den Grosseltern allein bin, starre ich auf meine Hände. Sie zittert noch.
In weniger als 12 Stunden soll ich im Büro von mir sitzen, wo seit Jahren unter dem Radar Vermögen verschiebt. Manchmal zu seinem eigenen Vorteil. Manchmal, wie es jetzt scheint, zu meinem. Und ich habe keine Ahnung, was er wirklich von mir will. Am nächsten Morgen fahre ich früh in der Stadt. Ein Tram ist voll mit Leuten im Anzug, Laptoptaschen, Kopfhörer. Normalerweise habe ich gern, wie Zürich am Morgen aufwacht. Heute spüre ich nur mehr, wie es mir in Doktor Magi schnüpft. Doktor Paradeplatz glänzt wie immer. Glasfassade, der Geruch von frischem Kaffee US, die Filiale im Egge. Irgendwo klimpert es, wenn das Bahn in den Tunnel abtaucht. Ich stehe für einen Moment starr in der Menge rein, bevor ich bei dieser unscheinbaren Tür mit Messingschild stehe. Keller Vermögensverwaltung AG. Im Empfang ist alles dämpft. Teppich, gedämpfte Stimme, diskret lächeln. Assistentin nimmt mich ab, führt mich durch einen Gang mit Glastüren, hinter denen Leute über Charts und Tabellen diskutieren. Im Büro vom Grossvater ist es überraschend schlicht. Holztisch, ein Regal mit Bundesgerichtsentscheiden, kein vergoldeter Rahmen. Er sitzt schon ohne Jacke, Hemdarm aufgerollt. Neben ihm wieder der Anwalt, vor ihm 2 Kaffee. Nina, merci, dass du schon bist. Er zeigt UF die Stühle gegenüber. Ich setze mich, halte mich am Rand der Sitzfläche wie zum Sprung bereit. Er schiebt mir einen schlichten grauen Bundesordner zu. Das ist dein Dossier. Nicht von mir, nicht vom Anwalt. Das ist dies. Ich schlage UF. Zuoberst in Kopie von meinem ID, den Kontoeröffnungsvertrag, unterschrieben von mir. Datum, wo ich 20 war. Ich erinnere mich schwach. Meine Mutter hat gesagt, dass sie für mein Stipendium separates Konto brauchen. Ich habe unterschrieben, ohne richtig zu lesen. Damit überweise sage ich leise. Genau. Der Grossvater faltet die Hände. Ich habe das Konto eröffnet, weisst. Du hast die Unterschrift gegeben, aber die Verfügung war mit deinen Eltern zusammengeknüpft. Bis du 21 bist. Ab dem Moment hätten sie dich in die Bank mitnehmen, dir erklären, was du hast. Das ist nie passiert. Der Anwalt schiebt nächstes Blatt her. Aufstellung, wo der Geld ab dem Moment zeigt, wo ich 21 geworden bin. Immer wieder Auszahlungen. Nie von mir unterschrieben. Sie haben das Geld nicht nur für den Haushalt gebraucht, sagt der Anwalt nüchtern. Ein Teil ist in die GmbH geflossen, wo UF deine Name im Handelsregister steht. Eine Beteiligung am Geschäft von dem Onkel Stefan. Und die GmbH hat Kredit bei ihrer Grossbank aufgenommen. Sicherheit. Es ist genau das Konto, wo offiziell gehört. Mir wird schwindlig. Du meinst, wenn etwas schief läuft, dann? Rein rechtlich tragst du das Risiko. Der Anwalt lügt mich direkt an. Im Moment funktioniert das Geschäft, aber die Zahlen sind nicht rosig. Der Banker hat mir diskret die Unterlage gegeben. Darum sitzen wir da. Ich spüre, wie der Zorn aufsteigt, vermischt mit dem dumpfen Gruseln. Meine Eltern haben nicht nur verheimlicht, dass ich Vermögen habe. Sie haben es auch als Schutzschild gebraucht. Der Grossvater lehnt sich vor. Ich habe 2 Optionen für dich. Erstens. Wir lösen langsam deine Beteiligung US, zahlen die Kredite zurück und kriegst den Betrag, wo noch bleibt, direkt unter meine Aufsicht. Es würde aber heissen, dass die Firma von dem Onkel vermutlich nicht überlebt. Zweitens. Du steigst aktiv 2. Du lügst dir mit unserem Team alles an, verstehst die Struktur und hilfst mit, eine seriöse Lösung zu finden. Es braucht Zeit, Nerven und du wirst nicht beliebt sein in Doktorfamilien. Aber du würdest zum ersten Mal wirklich die Kontrolle über deine eigene Gicht übernehmen. Ich starre auf meine Hände. Bilder jagen durch meinen Schopf. Meine Mütter beim Migros, wo sie scheinbar jede Rappe 3-mal umdreht. Mein Papi, wo das Boot am ABE noch mailt, angeblich fürs Büro.
Lea, wo im ersten Studienjahr plötzlich ohne ersichtlichen Grund keine Sorge mehr um ihr Austauschsemester gehabt hat. Warum hast du nichts gsi, frage ich. Früher. Wo du es erst mal Geld überwiesen hast. Der Grossvater sage lang nichts. Das Geräusch von der Tram draussen dringt gedämpft in ein Zimmer. Weil ich auch glaube, dass deine Eltern wissen, was das Beste für dich ist. Weil ich froh war, dass sich jemand anders um die emotionale Seite kümmert. Ich mache normalerweise nur Zahlen. Er atmet tief aus. Aber ich habe mich getäuscht. Und jetzt muss ich die Fehler korrigieren. Mit dir. Oder ohne dich. Er schiebt mir einen Stift zu. Du musst nicht gerade heute unterschreiben. Aber ich muss von dir wissen. Willst du das Vermögen, wo auf deinen Namen läuft, wirklich übernehmen? Mit allen Konsequenzen. Oder willst du alles deine Eltern überlassen? So wie es bisher war. Die Luft im Raum wird dick. Das ist nicht mehr eine theoretische Frage. Das ist der Punkt, wo sich alles in meinem Leben anders entwickeln wird. Ich kneife die Finger um den Stift. Spüre das Metall, schalt und schwer. Ich weiss nicht, ob ich den Streit überlebe, flüstere ich. Aber ich weiss, dass ich nicht mehr ohne Wahrheit schon weitermache. Der Grossvater nickt langsam. Das ist Anfang. Du hast bis heute Abend Zeit. Dann treffen wir uns wieder. Den Entscheid kann ich dir nicht abnehmen. Wo ich das Büro verlasse und UF-Doktor Paradeplatz raustrete, wirkt die Stadt anders. Die Banken, die Trams, die Leute. Alles gleich. Und trotzdem weiss ich. Ab heute gehe ich nicht mehr nur als Studentin durchs Leben. Ich bin plötzlich jemand, der für fremde Entscheidungen gerade stehen oder sie ändern muss. Und die Frage, die in meinem Kopf kreist, lässt mich nicht los. Was machen meine Eltern, wenn sie merken, dass ich nicht mehr schweige? Der Weg zurück nach Oerlikon scheint mir länger vor als sonst. In Tram spüre ich, wie meine Hände vibrieren. Nachricht von Lea. Was war beim Grossvater? Mami ist komisch. Schon heute Abend. Ich schrieb zurück, dass ich zum Znacht daheim bin. Kein Detail. Irgendetwas sagt mir, dass ich deine Wahrheit nicht per Chat-Chain verpacke. Zu Hause riecht's nach Ofengemüse. Meine Mutter bewegt sich hektisch in Doktortschuhe, Gabel, Teller, Löffel. Alles klirrt kleinzett laut. Mein Papi sitzt schon am Tisch mit dem Laptop vor sich, ohne eigentlich etwas zu tippen. Lea scrollt durchs Handy, ihre Blick huscht immer wieder Z-Türen. Und bricht meine Mutter das Schweigen. Was hat der Vater genau gesagt? Ich häng meine Jacke an der Garderobe, nimm mir Zeit. Dann setze ich ein, ohne die Nachtset zu schöpfen. Er hat mir meine Kontoauszüge gezeigt. Meine Stimme ist erstaunlich ruhig. Und er hat mir die GmbH erklärt, wo auf meinem Namen läuft. Mit dem Kredit. Es wird so still, dass wir den Nachbar im Gang hören. Mein Papi klappt langsam den Laptop zu. Du musst verstehen, Nina, fängt er an. Wir haben nie wollen, dass du dich überfordert fühlst. Du bist immer sensibel gsi, wir haben die Verantwortung genommen. Verantwortung wiederhole ich. Also ist es Verantwortung, Kredit auf mich zu lösen, ohne dass ich's weiss. Und der Betrag, wo mir eigentlich gehört, in deine Projekte zu stecken. Lea lügt erschrocken auf. Kredit. Was für ein Kredit? Meine Mutter atmet scharf 2. Ihr habt uns doch vertraut, sagt sie. Wir sind die Ältere. Du hast doch gegeben, wie knapp es war. Die Hypothek, deine Studiengebühren, die Therapie vor Lea, wo der Krankenkasse nur teilweise zahlt. Und trotzdem habe ich jede Franken selber gezahlt. Ich spüre, wie die Wut sich sammelt, aber ich zwinge mich, langsam zu reden. Ich habe nicht darum gebeten, dass er mir ein Leben finanziert. Aber er hat's gemacht. Für mich. Nicht für euch.
Mein Papi stützt die Ellbogen auf den Tisch, reibt sich das Gesicht. Es ist nie darum gegangen, die IZ benachteiligen. Wir haben die Familie als ganz angeschaut. Du hast es doch gut gehen. Du hast schöne Studieren, hast Job, wo dir gefällt. Was hat sich ändern sollen, wenn du gewusst hast, dass ein Konto existiert? Ich schaue ihn direkt an. Ich hätte entscheid schöne. Selber. Lea schiebt ihr Handy zu dir. Ihr habt mir gesagt, der Grossvater gäbe uns nur ein bisschen zu. So wie jeder ein Teil bestand. Ihr Blick wird härter. Heide meine Namen auch irgendwo dran schreiben. Meine Mütter zögert seit lang. Es ist alles für euch gsi, flüstert sie. Wir haben keine eigenen Pläne verfolgt. Wir haben nur versucht, Polster zu schaffen. Falls etwas passiert. Ich ziehe Umschlag aus meinem Rucksack. Der, wo mir Dr. Anwalt heute mitgegeben hat. Das ist kein Polster. Das ist Konstruktion, wo Löcher baut. Und ich bin der, wo am Schluss drunter stehe. Mein Papi streckt die Hand aus, will den Umschlag nehmen. Ich halte nicht zurück. Ich habe 2 Optionen, sage ich. Entweder ich überlasse alles euch. Und tue so, als wüsste ich nichts. Oder ich steige 2 und versuche, es gerade zu bügeln. Mit dem Grossvater. Aber dann müssen wir ehrlich sein. Ohne Versteckung Konti. Ohne halbe Wahrheit. Der Wort hängen in Doktorluft. Lea schaut abwechselnd mich und unsere Ältere an. Und was mit du, fragt sie leise. Ich spüre, wie sich eine Linie in mir zieht. Zwischen dem Kind, wo glaubt, was ihm gesagt wird. Und ihre Frau, wo zum ersten Mal das Risiko von eigenen Entscheiden nimmt. Ich gehe zurück zum Grossvater, sage ich. Ich schaue es mir alles an. Mit seinem Team. Ich will wissen, was genau auf meinem Namen läuft. Und ich will nicht mehr, dass etwas in meinem Leben läuft, wo ich nicht verstehe. Meine Mutter starrt mich an, als hätte ich sie körperlich getroffen. Du tschest nicht gegen uns arbeiten. Ich arbeite nicht gegen euch, antworte ich. Ich arbeite für mich. Wenn ihr uns wollt, könnt ihr schömen und alles offenlegen. Ohne Anwalt, ohne Tricks. Aber ich muss jetzt in Grenze ziehen. Mein Papi sinkt im Stuhl zusammen. Zum ersten Mal gehe ich, wie mir der wirklich ist. Wenn du das machst, verliere ich willig mein Geschäft. Er sieht es nicht als Drohung, eher als nüchterne Feststellung. Ich schlucke. Vielleicht. Aber es ist nicht mehr nur mein Problem. Lea steht plötzlich auf. Ihr habt mir auch nichts gesagt. Ich will alle Unterlagen geben, wo mich angeht. Sie nimmt ihr Glas Wasser, schiebt es resolut Seite. Ich bin nicht mehr 16. Die Nacht endet ohne Versöhnung. Die Teller bleiben halb voll. Im Gang vor meinem Zimmer höre ich später leise Stimmen Abbrüche setzen. Aber ich mache die Tür zu. Zum ersten Mal seit langem schlafe ich mit dem Gefühl, dass meine Angst und meine Entscheidungen mir gehören. Nicht dem Schweigen. Am nächsten Tag wird sich im Büro vom Grossvater zeigen, wie weit ich wirklich bereit bin, das alles zu ertragen. Und was für eine Art Frau ich will sein. Am nächsten Tag sitze ich wieder im Tram durch die Stadt. Die Türen gehen auf und zu, Leute steigen 2 und US. Ich halte die Mappe vom Anwalt auf meinem Schoss wie ein Dossier über eine Person, wo ich erst seit gestern richtig kenne. Mich selber. Im Büro vom Grossvater ist es gleiche Licht wie gestern. Er steht am Fenster, schaut AB auf Doktor Paradeplatz. Wenn er sich umdreht, gehe ich Müdigkeit in seine Augen, aber auch etwas anderes. Eine Art Entschlossenheit. Hast du dich entschieden? Seine Stimme ist ruhig. Ja, sage ich. Ich will nicht mehr, dass irgendetwas auf meinem Namen läuft, wo ich nicht verstehe. Und ich will nicht mehr, dass andere in meinem Namen Risiken nehmen. Wenn ich drin vorkomme, soll ich auch im Raum sein. Er nickt langsam. Das heisst, ich steig 2.
Ich schieb den Mappi UF. Wir lassen die GmbH nicht einfach laufen, wie sie ist. Wir räumen UF. Aber mit Bedingungen. Die Anwalt nimmt das Wort. Wir können die Strukturen so anpassen, dass der Kredit nicht mehr alleinig UF ihre Lasten Nina. Es braucht aber Unterschrift von dem Vater, dem Onkel und der Bank. Es wird Gespräche brauchen, die nicht angenehm sind. Ich weiss, sage ich. Ich will, dass alle genau geben, was sie unterschrieben haben. Ohne versteckte Klauseln. Ohne die Ausrede, sie hätten einfach vertraut. Der Grossvater setzt sich und zeigt UF die nächste Unterlage. Ich habe dir noch etwas mitgegeben. Das ist kein Schenk. Das ist ein Werkzeug. Es ist ein Dokument, wo Artstipendium beschreibt. Nicht nur Geld, sondern Programm. Beratung, Kurs, Mentoring im Haus. Mit dem klaren Ziel, dass ich lerne, Vermögen Z verstehen und nicht nur mit Z erben. Wenn du zugehst, sagt er. Ist das nicht mehr nur ein Familiendram? Dann wärst du in Doktorlage auch für andere Leute so Durchblick zu schaffen. Für die nicht wissen, was mit ihnen im Hintergrund passiert. Ich schaue auf die Ziele. Es klingt gross. Aber nicht wie eine Fantasie. Eher wie ein Weg, wo Aufarbeitung braucht. Ich nehme es an, antworte ich. Aber ich will, dass wir daheim anfangen. Mit unserer eigenen Unterlage. Am ABE sitzen wir wieder am Tisch in Oerlikon. Die Luft ist schwer, aber anders als gestern. Lea hat Block und Stift vor sich. Meine Mütter Ordnerstapel. Mein Papi Häng, wo zittert, während er die Plastikhülle auftut. Wir machen es Schritt für Schritt, sage ich. Das ist kein Prozess gegen euch. Das ist Protokoll über das, was passiert ist. Und Entscheid, wie wir weitermachen. Wir gehen jeden Vertrag durch. Die GmbH. Die Kreditbedingungen. Die Überweisungen. Zwischendurch gibt's Tränen. Moll. Aber kein Grei mehr. Irgendwann spät am ABE schiebt mein Papi neues Blatt in der Mitte. Vorschlag. Er nötig hat ne formuliert. Der Kredit wird UF mehr Schulteri verteilt, erklärt er Lise. Ich nein Doktor grösste Teil zurück. Es wird weh tun. Aber es hat so müsst schon. Meine Mütter nickt, hält das Glas fest. Und ich unterschreibe, dass ich keine Verfügung mehr ohne deine schriftliche Zustimmung mache, Nina. Sie schaut mich an. Wenn du es wirklich noch willst, dass ich überhaupt noch irgendetwas verwalte. Ich merke, dass die Wut in mir Platz macht für etwas anderes. Nicht Vergebung. Aber in Anfang von Verantwortung auf alle Seiten. Lea bricht das Schweigen. Und ich? Ich will ab heute jeden Brief geben, wo mit ihm oder meinem Namen stand. Ich will nicht mehr, dass irgendetwas hinter verschlossener Tür passiert. Wir unterschreiben keine perfekte Versöhnung. Wir unterschreiben nüchterne Vereinbarung. Grenzen. Pflicht. Recht. Woche später, in Redi Mittagspause, sitze ich wieder beim Café unterm Limmatquai. Diesmal mit Laptop, Charts, Unterlage. Ich ließ mich nicht aufnehmen als Enkelin vom Eigentümer, sondern als Praktikantin in seinem Team. Niemand im Büro nennt mich anders. Ab und zu schaue ich aus. Zürich hat sich nicht verändert. Aber ich weiss jetzt, dass zwischen die Fassade und die ruhige Oberfläche immer Schicht laufen. Vermögen, wo aus Familien kommen. Entscheid, wo Leute tragen, wo keine Ahnung haben, dass sie in der Bilanz vorgeschömen. Ich habe keine perfekte Antworten gefunden. Der Kontakt zu meinem Älteren ist nicht einfach geworden. Wir streiten immer noch. Aber jetzt stehen mir der Streitungsleute, wo wissen, was auf im Spiel steht. Am ABE schloss ich die Türe vom Büro und lauf über den Paradeplatz. Irgendwo im Lärm von der Trams stelle ich mir vor, wie viel an der Ninas es gibt. Leute, wo Emeni fragt, was sie eigentlich wollen.
Nur was sich für andere lohnt. In mir formt sich ein Satz, wo ich nicht nur für mich sagen will, sondern für alle, die zuhören. Geld definiert dich nicht. Aber der Moment, wo du hast Mühe, hinzuschauen, definiert, wer du wirst. Wenn dir solche Leise aber echt Schicht fällt. Wenn du wissen wie diskrete Vermögen in der Schweiz Hintergründe von Familien verändern. Vergiss nicht. Lass ein Like da. Abonniere den Kanal. Und teile das Video mit jemandem, der der Wahrheit über seine eigene Gichtwillicht auch geben müsste.